SRF Audio. Das ist Folge 2 von König Gianni, die Infantino-Story. Wenn euch die Serie gefällt, dann folgt News Plus Hintergründe in eurer Podcast-App. Es ist Gianni Infantinos wichtigste Rede seiner bisherigen Karriere im Hallenstadion in Zürich. Today here in front of you I would like to speak to you with my heart. E se parlo con il cuore, voglio parlare in italiano. Die Sprache seines Herzens ist die Sprache seiner Eltern. La lingua dei miei genitori che mi hanno trasmesso I valori della vita. Er redet über seine Geschichte. Ich bin dann in der Schweiz aufgewachsen, in der Deutschschweiz, im Oberwallis und habe auch von dort ein paar Tugenden mitgenommen. Die Ordnung, die Disziplin, die Zuverlässigkeit. Er wechselt von Sprache zu Sprache. Et ensuite, évidemment, la Suisse romande. Er erzählt, wo er schon überall gearbeitet hat und wie verbunden er sich mit der Welt fühlt. Die FIFA steckt zu diesem Zeitpunkt gerade in ihrer schlimmsten Krise und sie sucht einen neuen Präsidenten. And when the situation is difficult, dear friends, you have two choices. You hide or you stand up. Es ist der 26. Februar 2016. 5 months ago, I was not thinking to be a candidate for the FIFA presidency. I was not thinking to be here in front of you today. Infantino bewirbt sich als FIFA-Präsident. Er tritt auf wie ein Politiker. We can change football. Er gibt sich staatsmännisch, als Mann mit einer Vision. We need a strong leader and a strong leadership. And that's why I'm here. Er spricht die Delegierten der Fußballverbände aus aller Welt direkt an. The money of FIFA is your money. Und er dräkelt gegen seinen Vorgänger. It's not the money of the FIFA president. It's your money. You are the national associations. Dass Gianni Infantino überhaupt dort steht, sich als FIFA-Präsident bewirbt, das hat ganz viel mit seinem Vorgänger zu tun, mit Sepp Blatter. Damals ist aber die FIFA dargestellt worden als eine korrupte Organisation. Eine Organisation, über die am Fernsehen Witze gemacht werden. Der Sepp Blatter, der FIFA-Präsident, sein Kommunikationschef und der Generalsekretär sitzen im Auto. Wer fährt? Die Antwort ist Die Polizei. Wie Gianni Infantino es schafft, diese Krise für sich zu nutzen, sich als Retter für den Weltfußball darzustellen, darum geht's in dieser Folge. Gianni Infantino is elected FIFA president. So this is the news. Das ist König Gianni, die Infantino-Story. Eine SRF-Podcast-Serie von News Plus Hintergründe mit einer Recherche von Isabel Pfaff, Oliver Harrison und mir, Raphael Günther. Episode 2: Der Mächtige. (2010), da denkt noch kaum jemand daran, dass aus Infantino mal der mächtigste Mann im Weltfußball werden könnte. Aber dann passiert etwas, das im Nachhinein gesehen den Grundstein für seine Karriere als FIFA-Präsident legt. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Katar. Sepp Blatter hat damals noch das Sagen bei der FIFA und die Kataris freuen sich, dass sie die WM gekriegt haben. Ich kann doch nie auf Katar gehen. Er sagt dann später und heute noch mit 90, dass er es falsch findet, dass die WM damals an Katar vergeben wurde. Guten Morgen, grüß dich Herr Blatter, Raphael Günther, SRF, freut mich. Sepp Blatter geht am Stock. Er lädt ins Restaurant Sonnenberg fürs Interview, neben dem alten FIFA-Hauptsitz auf dem Zürichberg. 50 Jahre FIFA, 50 Jahre FIFA und 50 Jahre Zürich. Das ist noch schlimmer. Er macht ab und zu auch einen Witz, sagt etwas mit einem Augenzwinkern und Fußball, darüber redet er am liebsten. Der Fußball ist ja mein Leben, aber ich kann nicht mehr ins Stadion. Ich kann nur in die kleinen Fußballplätze schauen, weil mich das interessiert, aber in die grossen Stadion kann ich nicht mehr. Bis heute habe ich den Eindruck, wenn er über die FIFA redet, dann würde er am liebsten meine FIFA sagen. Und die FIFA gerät 5 Jahre nach der WM-Vergabe an Katar in die größte Krise ihrer Geschichte. Es ist ein Tag im Mai 2015, ein rabenschwarzer Tag für den Weltfußballverband und für Sepp Blatter. Ein Tag, an dem die FIFA die Schlagzeilen auf der ganzen Welt dominiert.
And this Fox News alert, accusations of widespread corruption and bribery in soccer's Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche, das sind die fast schon nach Mafia klingenden Stichworte für die Festnahme von 7 Funktionären der FIFA, des Weltfußballverbandes, heute Morgen in Zürich. Alles beginnt um 6 Uhr in der Früh im Zürcher Luxushotel Borolak. In the early hours of Wednesday morning in Zurich, Swiss police stormed a luxury 5-star hotel. Die Zürcher Kantonspolizei fährt vor, mehr als ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten. Sie zeigen ihre Ausweise. Mitarbeitende des Hotels rufen FIFA-Funktionäre auf ihren Zimmern an. After walking through a white sheeted area outside a very swanky 5-star hotel in Switzerland. That's where they got let out of after they were let into the hotel and given the room numbers of these individuals. Weiße Tücher werden aufgespannt, damit möglichst wenig an die Öffentlichkeit gelangt. Die Beamten holen die FIFA-Leute im Zimmer ab und bringen sie unauffällig raus. Sie führen sie ab. The Swiss Way wird die New York Times später schreiben. Die USA haben die Schweizer Behörden um Unterstützung gebeten bei den Ermittlungen gegen die FIFA. Mehrere hochrangige Funktionäre werden festgenommen und in Auslieferungshaft gesetzt. Der Verdacht unter anderem Korruption bei der Vergabe der WM an Katar. Damals ist aber die FIFA dargestellt worden als eine korrupte Organisation. Aber ihr anerkennt schon, dass das eine riesige Krise dann war? Ja, eine riesige Krise. Der Fußball hat ja keine Krise gehabt. Der Fußball ist weitergespielt worden. Vielleicht ist es auch eher eine Krise für Sepp Blatter selber. Der wird nicht verhaftet, aber er steht mächtig in der Kritik. Auch gegen ihn gibt es Vorwürfe, dass er sich nicht an die FIFA-Ethikregeln gehalten haben soll. Blatter weist das zurück. Ich meine, dieses Bild, als Blatter mal an einer Medienkonferenz mit Geldscheinen beworfen wurde, das steht für ganz viel. Es ging um die Welt damals. Sepp Blatter in einem Regen von Geldscheinen. Ladies and gentlemen, we have to clean here first. This has nothing to do with football. Aufräumen bei der FIFA wollen damals die USA mit ihrer Justizministerin Loretta Lynch. They corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. Gewisse FIFA-Funktionäre hätten das ganze Fußball-Business korrupt gemacht und sie hätten immer und immer wieder auf Korruption gesetzt. They did this over and over, year after year, tournament after tournament. Gegen Sepp Blatter selbst wird in diesem Moment nicht ermittelt, deshalb lässt sich Blatter nur 2 Tage später, 2 Tage nach diesem Skandal, wieder zum FIFA-Präsidenten wählen. Aber nur 4 Tage nach seiner Wiederwahl kündigt Blatter seinen Rücktritt an, nach einem ganzen Leben für die FIFA, wie er sagt. Und damit macht er den Weg frei für Gianni Infantino. Naja, nicht so direkt. Es vergeht schon noch etwas Zeit. Isabel Pfaff, meine SRF-Kollegin, ist das. Und du hast dir ja Infantinos Aufstieg ganz genau angeschaut. Ja, seine Kandidatur gibt Infantino erst Monate später bekannt, im Herbst 2015, also lange nach der Rücktrittsankündigung von Sepp Blatter. Das hat damit zu tun, dass Infantino für diesen Posten eigentlich gar nicht wirklich vorgesehen ist. Er ist zu dieser Zeit ja in Anführungsstrichen nur Generalsekretär der UEFA und Präsident ist Michel Platini. Das ist der große französische Fußballer, der gilt damals als Kronprinz eigentlich, wirklich als designierter Nachfolger von Sepp Blatter. Aber dann wird ein weiterer Skandal bekannt, in dieser an Skandalen ja nicht armen Zeit. Im Zuge dieser ganzen Ermittlungen, die rund um die FIFA laufen seit 2015, in den USA, aber auch hier in der Schweiz, kommt ein Dokument raus, das Blatter und Platini belastet. Es ist ein Beleg für eine Überweisung von der FIFA an Platini aus dem Jahr 2011. Eine Überweisung von 2 Millionen Franken. Die Schweizer Justiz eröffnet da ein Verfahren gegen die beiden Männer wegen Verdachts auf Betrug. Später allerdings werden die beiden in der Angelegenheit von mehreren Instanzen freigesprochen. Aber das weiß man damals halt noch nicht. Genau. Die Ermittlungen der Justiz nehmen zu diesem Zeitpunkt den Kronprinz Platini aus dem Rennen. Er wird von der FIFA für alle Fußballämter gesperrt, genau wie Blatter. Und das ist dann Infantinos Stunde, die da schlägt. Er wird zum Kandidaten der UEFA fürs FIFA-Präsidium.
weil sich der Europäische Fußballverband davon verspricht, dass ein Europäer als FIFA-Präsident dann die europäischen Interessen umsetzt. Und wenn jetzt halt nicht Platini der Kandidat und hoffentlich künftige FIFA-Präsident, dann soll es halt Infantino richten. Ja, genau. Diese Überlegungen dürfte es da gegeben haben. Infantino gilt zu dieser Zeit als unbestrittener Profi im Fußballbusiness. Er ist zwar eigentlich damals eher noch eine Randfigur, aber man traut ihm offenbar viel zu. Und dann kommen noch seine Eloquenz und seine Vielsprachigkeit dazu. Infantino macht sich also auf in die ganze Welt. Er ist jetzt im Wahlkampfmodus. Also in den letzten 7 Tagen bin ich in 11 verschiedenen Ländern gewesen, in 4 verschiedenen Kontinenten. Also ich weiß im Moment gerade nicht, wo ich bin, wie spät das ist, ob morgen oder Abend ist, aber ich hoffe, dass ich nicht einschlafe während der Sendung. Erzählt Infantino in der SRF-Sendung Sportpanorama. Finanziert wird seine Kampagnenreise übrigens mit einer €500.000 von der UEFA, dem Europäischen Fußballverband, von dem Verband, wo Gianni bis dahin tätig ist. Wir sind in der Schweiz und wir reden die schweizerdeutsche Sprache, die sie jetzt nicht so viel gebraucht haben. Wenn ich nicht rede, ich rede Walliserdeutsch. Entschuldigung, ja, das ist ganz wichtig. Da sind wir schon beim Stichwort Walliser. Jetzt hockt da schon wieder ein Walliser und will FIFA-Präsident werden. He? Wie reagiert man denn da draußen in der Welt? Was haben Sie das Gefühl? Was hat das für einen Einfluss auf Ihre Wahlchancen? Oh, ich hoffe, es ist ein guter Einfluss. Wir Walliser sind ja joviale Menschen. Wir kommen gut an mit den Leuten. Das Walliserdeutsch verstehen Sie jetzt in der Welt auch ziemlich gut. Es ist ja die Sprache Nummer 1 bei der FIFA, also von dem her kommt das eigentlich gut an. Da ist Infantino total nahbar, charmant und lustig und ich finde auch noch nicht so selbstsicher wie bei späteren Auftritten. Er stellt sich übrigens da in dieser Sendung auch als jemand dar, der das Amt aus einem Pflichtgefühl heraus übernehmen will, weil es eben jetzt jemanden brauche, der jetzt Verantwortung übernimmt, nach den vielen Skandalen, auch nach diesen Festnahmen im Borolac. Das ist der Zeitpunkt, oder in so einem schwierigen Moment für die FIFA und für den Fußball kann man nicht einfach zurücklehnen im Sessel vom Generalsekretär von der UEFA, wenn ich ja bin, und zuschauen, wie alles zerstört wird, alles Gute, was gemacht worden ist. Ist es so schlimm? Es ist schlimm, doch. Dass man auf dem Weg ist, alles zerstört? Es ist schlimm und da muss man einfach Verantwortung übernehmen. Wenn man einen verantwortungsvollen Posten hat im Fußball, wie ich habe, dann kann man nicht zuschauen. Das könnte irgendwie auch aus dem Mund eines Politikers, einer Politikerin kommen, finde ich. Und wie so ein Politiker im Wahlkampf erzählt auch Infantino Anekdoten aus seinem Privatleben. Meine Frau und meine Kinder rennen arabisch, meine Frau ist vom Libanon. Wie wird denn daheim geredet bei Ihnen? Ja, bei uns ist ein bisschen ein Gemisch. Ich rede Englisch mit meiner Frau. Meine Kinder untereinander reden Französisch, weil wir wohnen im Genfersee. Mit der Mutter reden sie Arabisch, mit mir Italienisch. Also es ist... Wenn es Krach gibt, dann versteht niemand etwas. Da hört man schon, wie international es zu und her geht im Hause Infantino. Er hat 4 Töchter, zusammen mit seiner Frau Lina Al-Ashkar. Sie war selbst Fußballfunktionärin für den libanesischen Fußballverband. Ja, eine richtige Fußballfamilie. Und in dieser Zeit des Wahlkampfs, da ist er eben wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Und diese Reisen, die sind kein Detail, sondern ziemlich entscheidend für seine Kandidatur. Es ist bei der FIFA ja so, dass jeder Verband eine Stimme hat bei der Wahl des Präsidenten und es gibt insgesamt 211 nationale Verbände. Der Schweizer Fußballverband hat da genau gleich viel Gewicht wie der von England oder der von Papua-Neuguinea. Und von diesen 211 Verbänden braucht es dann eben so viele Stimmen wie möglich, um dann auch FIFA-Präsident zu werden. Ja, Infantino setzt deshalb in seinem Wahlkampf auf Regionen, wo es viele kleine Verbände gibt, Afrika zum Beispiel. Das ist der größte Block in der FIFA. 54 Stimmen haben die afrikanischen Verbände. Und in diesen kleinen Fußballnationen spielen die Gelder der FIFA eine existenzielle Rolle. Dort verdienen die Verbände nur wenig Geld mit TV-Rechten, Tickets, Sponsoring und so weiter. Sie brauchen also das FIFA-Geld. Das ist natürlich ganz anders als bei den Verbänden in Europa, den großen Verbänden. Denken wir mal an Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland und so weiter. Die nehmen mehr Geld ein. Genau. Und Infantino verspricht in seinem Wahlkampf, dass mehr FIFA-Gelder zu den Nationalverbänden fließen werden. Und er verspricht auch, dass mehr Nationen an der WM teilnehmen sollen. So sind natürlich die Teilnahmechancen für kleinere Fußballnationen höher. Und eine WM-Teilnahme pusht so eine Fußballnation natürlich unglaublich. Beides wird Infantino später dann auch so einlösen. Das wissen wir heute. Ja, und heute wissen wir auch, dass Infantino zwar damals von der UEFA unterstützt wurde,
aber sich dann später gar nicht so sehr für die europäischen Anliegen einsetzt. Also das zeigt sich zum Beispiel an der WM-Vergrößerung. Die Aufstockung ist nämlich eigentlich ein klarer Move gegen das, was die meisten europäischen Verbände wollen. Aber damals im Wahlkampf weiß die UEFA natürlich noch nicht, wie Infantino dann sein Amt ausüben wird. Und darum unterstützt sie ihn. Und Infantino nutzt das Geld für die Werbung bei den kleinen Verbänden rund um den Globus. Gianni ist auf einer Mission. Er will den Mann beerben, der nur wenige Kilometer weit von ihm aufgewachsen ist. Infantino stammt aus Brig, sein Vorgänger Blatter aus Visp. Visp und Brig ist ja so wie Zürich und Basel, also ein bisschen gegeneinander sind. Ah, ist mir das? Ja. Immer gesehen, schon im Fußball. Und damals sind wir im Fußball viel stärker als Brig. Gianni will den Mann beerben, der heute gerne die Geschichte erzählt, als er mal einen Job bei der FIFA nicht gekriegt hat. Der Personaldienst hat sich darum gekümmert und hat gesagt, wir haben ja schon einen Jurist in der FIFA, wir brauchen ihn noch nicht. Also hat er eigentlich in der FIFA einen Korb bekommen. Aber Gianni muss auch gar nicht Jurist bei der FIFA werden, er will jetzt direkt oben einsteigen. Obwohl im Wallis, ja, da glaubt sein Jugendfreund und Fußballtrainer Martin Schmidt zu dieser Zeit nicht daran, dass nach Blatter schon wieder ein Walliser ins hohe FIFA-Amt kommt. Bei mir und meinen engsten Kollegen war es eher so, nach Fisper kommt jetzt nicht ein Brieger. So wie man sie ja in so präsidialen Amt weiss, nach einem Amerikaner kommt jetzt ein Europäer oder irgendwie in diesen Weltorganisationen, was es ja sonst schon gibt, in diesen globalen Verbänden. Eigentlich haben wir zusammen gesagt, also das wird ein Ausschlusskriterium sein, dass sie sagen, jetzt noch mal Oberalleser und gerade noch mal ein Oberalleser. Das war so eine Denke, ohne Wissen und Vorwissen zu haben. Und es ist zu diesem Zeitpunkt auch wirklich noch nicht absehbar, dass Infantino diese Wahl gewinnt. Sie ist ziemlich umkämpft. Es gibt neben Infantino noch 4 andere Kandidaten. Sie kommen aus Bahrain, Frankreich, Jordanien und Südafrika. Der Bahrainer, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, verspricht den Verbänden zwar nicht so direkt Geld, wie das Infantino tut, aber er gilt zunächst trotzdem als Favorit. Dann kommt dieser große Tag für Gianni Infantino im Februar 2016. Monsieur le Président, dear members of the Executive Committee, dear delegates, today here in front of you I would like to speak to you with my heart. Infantino ist auf der Bühne im Hallenstadion in Zürich. Heute wird der neue FIFA-Präsident gewählt. FIFA is in a crisis situation. FIFA is in a difficult situation. The reputation and image of FIFA is tarnished. And when the situation is difficult, dear friends, you have 2 choices. You hide or you stand up. Infantino steht also auf. Im ersten Wahlgang liegt er schon vorn, aber es reicht noch nicht. Im zweiten Wahlgang schafft er es dann, und zwar deutlich. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Gianni lehnt kurz zurück auf dem Stuhl. Sein Nachbar umarmt ihn sofort. Seine Frau rennt zu ihm, nimmt ihn auch in den Arm. Langsam erhebt sich der ganze Saal. Gianni schüttelt ein paar Hände. Er geht nach vorne ans Mikrofon. Uff. Er ist jetzt FIFA-Präsident. Der Junge aus dem Wallis, das Kind einer Einwandererfamilie, hat's geschafft. Seine Chance war etwas kleiner als die seines Konkurrenten, aber er hat sie genutzt. Der Schweizer Gianni Infantino ist der neue FIFA-Präsident. Der Weltfußball hat einen neuen Mann an der Spitze. But perhaps not the one we or even he expected. Für mich eine riesige Überraschung und ein Freudentag, weil ich das Gefühl hatte, wow, schon wieder ein Walliser, der FIFA-Präsident ist. Schulfreund Waldemar Schön verfolgt ganz eng, was an diesem Tag passiert und was für eine Bedeutung dieser Erfolg für die Familie Infantino hat. So nach dem Motto, auf alles, was wir verzichten, auf alles, was wir nicht machen können, jetzt ist der Moment, jetzt ist Payback. Es kommt zurück. Und Giannis Jugendfreund, der damalige Bundesliga-Trainer Martin Schmidt, lernt, nach dem FISPA kann doch ein Brigger den Weltfußballverband übernehmen. Der Weg von ihm hat ihn dahin geführt. Vor allem halt auch seine Fähigkeit, sein Talent, seine Vielsprachigkeit, seine Kommunikationsfähigkeit
Und dadurch ist er auch dahin gekommen, sich irgendwann der Rucksack so gefüllt, dass irgendwann, ja, der halt so war, Vorbereitung trifft Gelegenheit, also die Gelegenheit, was irgendwann immer wieder geboten hat, ist er darauf vorbereitet gewesen und hat sich dann verwirklichen und ist heute zu dem geworden, was er ist, ja. Seine Freunde, seine Familie, Wegbegleiter und die Fußballwelt, alle kriegen mit, wie Gianni die Wahl schafft. Und der hält seine erste Rede als neuer FIFA-Präsident. Chers amis, cari amici, queridos amigos, etc., etc. Infantino schaut selbstbewusst ins Publikum. It was a great sign of democracy in FIFA. And I want to be the president of all of you. Ich werde ein Präsident für euch alle sein. I want to work with all of you together, with all of you, in order to restore and rebuild a new era in FIFA, where we can put again football in the center of the stage. Ihr werdet den Fußball wieder ins Zentrum rücken und die FIFA wieder aufbauen nach der großen Krise. Gianni der Mächtige, er will den Schwung seiner Kandidatur und seines überraschenden Siegs gleich mitnehmen. Er will das Image der FIFA aufbessern, rund um den Globus und hier in der Schweiz. Er geht auf Sympathietour, organisiert im Wallis sein eigenes Spiel mit Weltstars. Er nennt es Gianni's Game. Ja, Mama, der Match schön genossen, ist jeder Freude auf jeden Fall. Das ist wichtig, das ist das Wichtigste. Aber die ersten Skandale lassen nicht lange auf sich warten. Als FIFA-Präsident schaut man Infantino ganz genau auf die Finger. Also jede Tat und jede Sache und jeder Schritt, den ich mache, wird gescannt. Und die innerhalb der FIFA alles scannen sollen, die schauen, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht, die werden überrascht. Dann haben wir erfahren, morgen sind wir nicht mehr dabei. Und auch Sepp Blatter verliert seinen Zugang zu Gianni. Infantino bricht mit seinem Vorgänger. Er würde in Zukunft nur noch mit Rechtsanwalt mit mir reden. Voilà. In der nächsten Folge von König Gianni, die Infantino-Story, eine SRF-Podcast-Serie von News Plus Hintergründe. Alle Folgen gibt's jetzt auf srf.ch/audio. Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch gerne an newsplus@srf.ch. Recherche Isabel Pfaff, Produktion Oliver Carrison, Mitarbeit Lea Sager und SRF Recherche und Archive, Sounddesign Roland Fatzer, ich bin Raphael Günther. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.